Guten Morgen, Ihnen alle. Ich heiße Ihnen hier alle herzlich willkommen zu unserer Morgenbotschaft. Und wir wollen mal zurückgehen an unsere Serie von Matthäus. Wir sind hier in Matthäus 8, Vers 5 bis 13 als eine Begebenheit. Das sind ein Schriftvers, was wir von dir unter unseren Tag haben. Aber wenn es eine einzige Begebenheit ist, und was ich dort noch holen hat, wo wir das mal mit meiner Vers auf einmal nehmen. So, Matthäus 8, Vers 5, da sagt, dass es steht, als Jesus in Kapernaum kam, kam ein Offizier entgegen und sagte ihm, Herr, mein Knecht liegt gelähmt und sei gequält. Jesus sagte ihm, ich war kommen und am gesund machen. Aber der Offizier sagte Jesus, Herr, ich sehe doch nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sei dir bloß ein Wort, und dann wird mein Knecht all gesund worden. Weil ich sehe einen Mann, der unter Autorität steht, und hab Soldaten unter mir. Ich sagte einen, go, und der geht, zu einem anderen kam, und der kämpft, und zu meinem Sklav, der det, und der det dort. Als Jesus das hört, wundert hij sich und sagt hij, der mit am Gängen, das mag ich Ihnen sagen, so Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Ich sage Ihnen das, viel wollen von Osten und vom Westen kommen in das Himmelreich mit Abraham, Isaac und Jakob im Dorf sitzen. Aber die Kinder von der Dreck waren rütgestarrt und rüt in Diestern geschmeten worden. Du waren sie jammerieren und mit den Tänen knirschen. Und zu den Offizier sagt Jesus, go, dort wird so waren, als die geläuft hast, und krieg dann wird sie deiner gesund. Wollen wir mit dem Gebet anfangen. Lauer gerechter Vater, wir kommen hier für dich, halblos, und das ist nicht mit uns. Und wenn wir sagen, mit unserer Kraft, was von denen wird merken, wenn wir sagen, was zurücknehmen, das merkt uns kein Sinn und uns kleines Verstand kann es nicht begreifen. Daher sind wir abhängig von dir, Herr, dass die uns das muss offenbaren, dass die uns das muss wissen, was dein Wort will uns sein. Dass die muss unsere Harten haben reingemerkt. Und dass wir das durch deinen Jesus machen beobachten. Wenn wir weiter nicht alles uns, wenn wir natürlich sind, wenn wir nicht deine Kinder sind, wenn die uns nicht das Leben gemerkt mit deinem Jesus, dann vernehmen wir nicht, was dein Wort sagt. Dann merkt uns das keinen Sinn. Und das ist die Ursache, warum wir für dich kommen. Dass die uns Licht geben über dein Wort und uns das groß merken, was du sagst. Uns eine deutliche Offenbarung geben. Und dass wir den Zweig, dein Wort verstehen können und dann auch du noch leben. Musst du das geben in Jesus sein Namen. Amen. Von der an war ich mit ihnen so auf Haushalten. Ich habe mal gesagt, dass wir einen Ratz haben. Und das ist bloß, was die Menschen ihre Schwachheit auch lassen. Ich weiß nicht, ob es dann verkildet ist, oder ein bisschen kleingläubig über eine Weg. Vielleicht sei ich nicht hinein, würdet mit den Pastor von der und sagt. Was trägt uns tags? Wir sehen dort, dass das Offizier, was in Jesus kämpft, der kämpft noch halb. Der kämpft noch halb, kriegt es irgendwer, wer doch viel was von Jesus will, aber wenn sie das merken, dass das ist der einzige Route, was ich habe. Wir müssen dann denken, dass der Halb, was wir von Gott kriegen, das ist nicht einmal dort, was wir wollen, dort wird uns was ändern. Was uns ändern wird, das ist, dass uns Hort geändert ist. Und hier wollen wir von der ein bisschen was aufmachen von diesem Offizier. Weil wir noch an die 10 Leprakranken denken, was Jesus bejehen hat. Und Jesus heilt die alle. Gehalten werden die alle von Jesus.
Aber wie einer, was der Trick hem dankt. Wat we dus kan van merken. Du wie einer, wem sein Hart auch geändert wird. Der andere haben alle die wollen die Halb gekriegt. Aber der einer, der wir bovenaan von der weltliche Halb, den sein Hart wie geändert, den sein Übung werden aufgegangen, der hat auf einmal gesagt, wow, was ist mir passiert? Und der kam drei Gedanken. Und das, was Jesus sagt, ich mal, wie nicht irritieren, rennen geworden, wo sind die nicht? Wo sind die? Das Offizier wird ne Jesus Camp. Aber den Punkt, wo er kämpft mit diesen Halbfrauen, wie er nicht anders als ein anderer, was auch ne Jesus Camp eine Halbfrau. Was heet am anders als ein wer bloß wegen der Halb, weil ne Jesus kommt. Ich habe mal diesen Swach gehört. Ich glaube, R.C. Sproul redet mal von. Viele Menschen, die wollen vergeben, sie segnen Gott. Er sagt, das stimmt euch, die segnen euch nicht Gott. Nur was die segnen, das ist nicht der Halb, was die kann von Gott kriegen, oder nicht die gute Dinge, was die kann von Gott kriegen, aber am selbst will die nicht. Und das ist uns Trouble. Wenn wir wegen uns selbst, wegen uns nicht gut sind, wenn dort die Hauptsache ist, woran wir nicht Jesus kommen am Halb, ich sehe da um meine Gesundheit zu tun, als ich sie Jesus zu tun. Oder ich sehe da zu tun, mir, dass ich, und sie mir womöglich selbst die Ursache, woran ich der Halb von Gott will. Aber was wir machen uns sehen, ist, weil ich der Halb, weil ich den Segen, was Gott allein geben kann, oder weil ich Gott selbst. Und das, was wir von diesem Offizier lernen wollen. Er wisst dort, dass der einzige Hoffnung, was er hat, wie Jesus. Und du sind viele Menschen, die Doktor können die nicht mehr halten, die sind utruht. Und die wollten dort, der einzige Hoffnung, was uns noch ewig bleibt, dass das von Gott nicht was halten, dann dat is de einzige Hoffnung, was wir noch haben. Wenn es alle andere Route ist, alle uitgeschabt. Exhausted, sagt der Engländer nochmal. All other resources are exhausted. Aber was das Offizier von anderen Seiten tät, als von wer bloß eine Halbkämpfe Gott, dort erst das, falls sich das eben nicht wird. Einige würden vielleicht sagen, naja, wenn es dort ein Soldat wird, wenn es dort ein Hauptmann wird, wenn der Soldaten in sich hat, dass sie so ein Welt wird, dort wird die Ursache sein, woran der sich nicht wird gefällt hat. Aber wenn das nicht so ein armer Lazarus hier war, dann würde sich das vielleicht wird gefällt haben, dass Jesus soll in den Sinn da kommen. Dann habe ich das noch nicht verstanden und ihr das denen vielleicht glauben. Das Hauptmann, er erhebt sich selbst und actually erwähnt, wo mächtig er ist. Er vertelt von seinem Status, wo hoch er euer sein ist. Das Hauptmann, der sagt actually, wo viel Autorität er hat, wo viel Authority er hat. Und wo die Soldaten am und ja doen zijn en wo sie nicht geloven, alles krijgt ze doen. Hij is hoog in authority. Hij erwähnt het. En in dem level wat hij is, in human society, dan zegt hij niet mal dan zie ik dat wird. Dat doe je mij da. Kan je zijn wat hij deed? Hij zegt, ja, maar zo groot als ik ook al zie. Zoveel authority als ik heb. Ik zie dat daar nog niet wird. Dat doe je mij daar komt. Ich sehe das nicht wird. Was sagt er mit das? Jesus ist so viel höher. So viel höher. Das ist gerade ein Wort von hier und da, dass hier manche Menschen hat. In das Offizier, ich weiß nicht gerade den Grund, wo Schreiber von denen geschrieben haben, aber uns, der wir sehr gut zu Menschen. Wir sollen noch ein Hauptmann, was auch sehr gut wird. Und er hilft wirklich, wo immer das fehlt, in den Menschen zu halten. Er sagt nicht den Menschen ja gut, dass die das gut gehen, dass die machen, besonders, hat wir einmal in der Bibel fängt, wie was
hochgestelde in der Regierung, die sahen, die kicken nach den Juden, die haben ein Leib für die Juden, die leiden die Goats. Cornelius wie auch einer von denen. Und Petrus geht Johann und predigt das Evangelium. So, das wir ein gut meinende Menschen, aber ich will nicht gut reden von den Menschen. Ich will hier von dort reden, was er geworden ist. Ich will von der Einstellung reden, und wo kommt dort, dass er die Einstellung gehabt hat. So dieser, der erwähnt, so hoch als er auch eingestellt ist, und die hohe Autorität als er hat, hat sich danach mitgehen, und er sagt, es ist nicht wert, dass Jesus unter sein da kommt. I'm not worthy. Mir fallen das Keruben bei, was du in Gott seine Gegend wird sein, was Jesaja du siehst, was du saß Flächen hat. Und der loven Gott, und dein den du, und loven den du, und rot mit herrlich, herrlich, herrlich als Gott. Und so in so einer Herrlichkeit, dass sie salz sein, als der uns kann, diese Geschöpfe. Bedachten sie sich danach, der gesagt hat, wegen sie sind dort nicht wert, so eine Herrlichkeit anzukicken, als Gott selbst ist. Das beweist nicht damit, das beweist sich eine Unterstellung. Wenn das Offizier nicht bloß wie am Tadon was um den Segen, was Jesus allein geben kann, wenn dort so weit gewasst wird, als er gekommen wird, dann wird er sich sehr würdig gefolgt haben. Das ist viele Pharisäer. Wie sollen das? Die deuten sich Probe, dass sie diesen bekannten Prophet beend zum Erden haben. Das wird zum Erde eine Popularity sein, gerade zu mir. Das wird zum Erde nicht auch sein, ein Stück Hecherat zu jacken. Aber dieser, den ist was geworden. Wenn am nicht was am Hort geworden wird, wenn er nicht von Horten wie geändert worden, ich will mir danach wählen zu sein, dass das Offizier auch was Jesus gesagt hat. Und der wird sich sehr gut gefolgt haben. Der wird sich sehr gefolgt haben, na ja, ich sehe so ein hoch euer Stalder, ich kann abnehmen, wem immer ich will, nicht? Und vielleicht sogar ein großes Unkers gereiht haben. Und all seine erste, höchste Beamte, Deiner auch eingeladen haben, mit Jesus top, das zaten und sich da ab England hergestellt und du mit Pochen, was er nicht für ein Fass gereiht hat. So allmählich. Das wird passiert sein, wenn sein Hort nicht geändert gewesen wird. Wenn wir sein Hort geändert. Denn wir wird geworden. Und jetzt, woran wir uns nie nicht können, du mit Pochen, wenn Gott uns das gnädig gewesen, der hat uns der allgemeine Halb angeboten, weil wir danach nicht sein, weil wir uns danach nicht erheben. Wie sollen das von der? Dort passiert so viel mal. Entweder sie haben ein Kind krank im Hospital gehabt und das ist vielleicht also gut, sogar ist tot gewesen. Sagen sie uns mal. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ist, dass ich bis nie eine Geschichte abgemerkt haben. Das soll sich somehow so ein sehr großes Wunder hier. Und nu, dass sie ein Halb kriegen von Gott, dann haben sie sich durch gerat. Weil wir uns noch nicht so hastig unschmieren. Wenn Gott uns das gnädig gewesen und der hat uns Gesundheit gegeben, dann waren wir noch nicht uns dort mit der Radung verglichen, wenn der Radung das passiert im Hort. Gott kann uns immer nicht so gut gewesen sein. Und kann vielleicht noch sogar noch eben in Flucht für uns sein. Wenn dort erst wird, das geht. Was passiert, das fällt Israel. Dort sie waren in Ägypten rückgerat. Und hat aber noch nicht geändert wird. Was passiert, was halb er dort? Sie kamen durch in die Wüste an. Ich würde lächeln, das ist ein schweres Ding, das aufzustellen.
Uns kleines Verstand merkt das vielleicht nicht sein und wir waren confused über, aber das ist nicht wegen unserer Schwachheit, nicht wegen Gott sein Wort nicht klar reden hat. Aber wenn wir uns bloß mal denken halten, an was das halb, wenn wir der allgemeine Halb kriegen von Gott. Und uns hat nicht geändert das. Wir wollen in 5. Mose 29 gehen. Von Vers 1 bis 5, aber die wichtigste Vers ist durch die 3. Vers auf Plattdeutsch oder die 4. Vers in der LSB. Bei immerhin, weil wir den ganzen Tag mal überlesen. Und Moses raubt das ganze israelitische Volk taub und seht an. Je haben selbst gesehen, was der Herr zu den ägyptischen König und zu seinen Angestellten in das ganze Land tut. Je sahen die schlimme Plagen und die Tekens und Wunder, die der Herr über anbrach. Nu hör mal, der 3. Vers sagt. Und doch, but von denen hat der Herr nicht versorgt mit ein Verständnis ihrer. Lass mir den Vers noch einmal anfangen zu lesen. Doch, but von denen hat der Herr nicht so reich ein Verständnis gegeben über dort, was die Geseunen in gehört haben. Na, der Vers ist auch knapp übersagt. Warte mal auf Englisch lesen. Das ist der 4. Vers in der LSB. Yet to this day Yahweh has not given you a heart to know, nor eyes to see, nor ears to hear. Ja, Gott hat dir noch nicht ein Verständnis gegeben, er hat nicht ein Hort gegeben. 40 Jahre lehre ich ihn durch die Wildnis, und jene Kleider und jene Körper sind nicht verfallen, und dort fältig und jene erst nicht durchgeschieht. Die ganze Zeit habt ihr nicht Brot gegessen und nicht Wein oder Stärke zu trinken gehabt. All das wird dazu, dass ihr klar sein sollen, dass ich der Herr jen Gott sei. Like das habe ich alle getan. Das habe ich alle getan. Dass ihr das mal so sein kann, wer der Herr ist. Warum ist der 3. Vers mank? Warum ist der 4. Vers in der LSB mank? Like Gott hat das alle getan. Das ist, die sind so gehalten worden. Die haben 40 Jahre nicht durch Kleider nähen. Die haben 40 Jahre nicht durch Schau merken. Die haben 40 Jahre nicht durch agern, dass die Brot hatten zum Eten. Und danach hat Gott ihnen das gewesen, wo er ihnen fein tosat und wo er die verstehen deit und wo er die strufen deit. Like, kann je noch von gerade halb ist das reden? Und das hat die sollt verstehen. Das hat ihnen also aufmerksam machen. Das hat ihnen also das Verständnis aufdagen. Wow, was habe ich für einen großen Gott. Der Arminianer hat hier bis Trouble mit diesen 3. Vers da. Der sagt, doch von denen hat der Herr nicht versorgt mit Verständnis. Er hat so reich ein Verständnis gegeben. Wenn sich du wer glaubst, Verständnis abzumastern, sollst. Und dort wir glauben, das hat man, der wird nicht Jesus Camp. Der wird sich ein Tag mal einig. Der hat so eine kluge Entscheidung genommen, mal nicht Jesus zu kommen. Dann habe ich noch nicht verstanden, von wo das herkommt, dass das hat man sich abmüht, in Jesus kommt. Dann habe ich das noch nicht verstanden. Was trifft diesen Hauptmann bei du? Was wagt den ab? Dass die wird nicht die gewöhnliche Halb gekommen sein, dass die bis wohl seinen Knach gesund haben. Das ist normal. Und wer wird nicht? Aber, dass sich so damit geht und dass nicht wird fällt, dass Jesus unter seinen Tag wird kommen, dass sich so klein fällt. Dass Jesus die Anerkennung gibt, was er den gibt. Und dass Jesus sogar sich umdreht und redet zu seinen Nachfolger. Wer wären seine Nachfolger? Das wären die von den Juden. Dass er sich umdreht zu dir
Und sie hat zo'n Glauben hat nicht mal man Jünd gefangen. Was geht hier an? Das ist ein Herd, nicht von den Juden, nicht von der Utgelehrer, nicht der, was Gott kann. Der kann Gott nicht mal. Und der Schrift sagt, so sagt klar, und das ist kriegt wo Römer 10 und 11, so sagt klar von reden da. Wenn wir uns mal wollen, Römer 10 und 11 mal betrachten in das, und das gibt hier viel zu lesen, und vielleicht können wir das, und du weißt, um die Botschaft voll zu machen, ich meine, dass das nicht so viel Zeit nimmt, aber weil wir du weißt, uns den Tag so weit überlesen, als wir abends können. Dort ein Mensch von Horten geläuft. Und dort er dit wirklich anerkannt, wer Jesus ist. Dort du wegen Jesus kommen, wegen wer Jesus ist. Nicht bloß wegen den Segen, was Jesus allein geben kann. Dort meint einfach, dort, sie wollen Jesus. Sie wollen den Segen, den nehmen sie auch mit Dank an. Aber der Hauptsache, worum sie kommen, sie anerkennen, wer Jesus ist. Was die dort passiert, was die dort tun, was die da Ersatz kriegst. Und du wirst glauben, der Ersatz, der hast du von dir selbst, die hast du einen Tag so eine kluge Entscheidung genommen, dass du kommst und damit ist die für Jesus. Was schon einmal mal bedenken. Warum sagt Moses also klar, Gott hat ihn noch nicht ein Hort gegeben zu verstehen? Lass mich den Vers noch einmal auf Englisch lesen. Yet to this day Yahweh has not given you a heart to know. Gott hat ihn nicht ein Hort gegeben zu verstehen. Nor eyes to see, nor ears to hear. Weet je wat, hier fängt es an, abhängig zu werden von Gott. Dat die dat jaf. Und dat als Gott wer even een Mensch verhoorden dat. Dat hij nicht hören kann. Das woran wir nicht kann Römer 10 und 11 utloten. Aber wenn wir mal in Römer 10 lesen, Vers 1. Brüder, ich wünsche von Horten, dass Israel selig werden mag, und ich bete für Gott. Ich gebe ihm das Zeugnis, dass sie für Gott ivern, aber sie wollten nicht am Wort. Das ist Römer 10, Vers 1 in du wieder. Sie kannten Gott seine Gerechtigkeit nicht und versuchten ihre eigene Gerechtigkeit herzustellen und so stahlen sie sich nicht unter Gott seine Gerechtigkeit. Christus hat mir das Gerechtigkeitsgesetz eingemerkt, wer an angläuft, der ist gerecht. Moses schrieb von der Gerechtigkeit, der durch das Gesetz kommt, der Mensch, der dort tät, wird du durchleben. Und das ist, was Paulus hier denkt haben. Moses schrieb von der Gerechtigkeit, dort, wenn die Gerechtigkeit hatten, dann hat die wenigstens könnt das Gesetz nur kommen, dann wird die mal durch das Gesetz können leben. Gott hat alles getan, was viel zu tun, wann das möglich war, wie das Volk Israel durch die bitterlichen Dinge, was das Volk Israel passiert. Durch die Tekens und Wunder, was Gott tut. Gott hat genug heilig, dass wenn es möglich war, wie dass ein Mensch sich selbst kann, glauben und gehorsam abmastern, du wieder gelegen hat. Aber was sagt das? No, sie stahlen ihre eigene Gerechtigkeit zu haben. Das ist, worum Kreiten tun, wo Gott ein Mensch glaubt, die Dinge zu tun, aber wo Gott ein Mensch, der noch wirklich tut. Wenn die durch deine eigene Kraft ist, das ist nicht mehr als Schmutzkadern für Gott sein Juden. Das ist auch filthy rags. Und das wird nur so filthy rags, das wird von noch was sehr viel schlimmer genommen, als was wir bei Schmutzkadern von den ersten Tagen an. Aber er sagt, hier in Römer 10, Vers 6, er sagt, über die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt, sagt so, sei nicht die Salz, wer wird noch vor einem Himmel? Dort mein Christus von der aufholen. All die, was du glaubende Macht haben, Jesus mal im Herzen zu kriegen, da man die wollen. Hier ist ein klarer Vers für ihn.
sei nicht zu die Salz. Da habe ich jetzt geredet von den Menschen der eine Gerechtigkeit. Und die Menschen, die sich so viel Ehe und Kraft aussprechen tun, dass das in ihrer Macht ist, dass sie kann Gott erlauben oder nicht erlauben, Dinge zu tun. Die machen das mal einmal ein klein bisschen darüber besäuen. Was sagt das? Sag euch die Salz. Wer wird nicht fahren in den Himmel, dort meint Jesus von der raufholen. Like, das von das in deiner Macht wird sein. Oder, wer wird rauffahren in die Todes? Dort meint Christus von der Ritual. Da nicht so pochen mit die, da nicht glauben, dass du so viel Macht hast. Das Ding, was du passiert, was Jesus raufkam, du hast die keine Macht eben, dass der nicht von den Himmel hast die keine Macht eben. Da die nicht verlegen, dass du die Macht eben hast. Du hast die keine Macht eben. Wenn du noch weißt, die du was Macht sprechen, oder du was Tausch sprechen, wenn du noch was hast können tun, dann lässt die Salz fair. Aber was sagt er? Das Wort erst dich bei, du hast dort in Mühl, auch im Harten. Dort erst das Wort vom Glauben, dort wie predigen. Wenn du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekennst und glaubst, dass Gott am von dort abgeweicht hat, wirst du seilig. Kann ich hören, was Paulus erst sagt. Du die nicht pochen, das von dir, was du getan hast, nicht den Raufholen und nicht den Tränen Himmel schicken. Und nicht den Wiederholritual. Like, du die nicht pochen. Und doch sagt er, das wird erst dich bei. Wenn wir mit Mühl bekennen, wenn du mit Mühl Jesus als Herrn bekennst, und dann das kann Menschen sehr knapp verstehen. Du wirst Jesus als Herr bekennen. Du nennst den Herr. Was ist ein Herr? Like, wenn die reden von Jesus als Herr, ich habe Jesus Herr gemerkt in meinem Leben. Like, habe ich einmal Sünde gehört? Ich habe Jesus von der anderen Seite gekriegt. Ich habe den Herr gemerkt in meinem Leben. Weißt du Gott, die kann ihn dem Herr merken. Der wir all Herr beginnt. Ah, hier geboren wird. Aber was will ich hier sagen? Wenn du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekennst, wem als Herr bekannt, dann spricht wir den ersten Macht. Dann spricht wir den Sovereignty. Souverän. Und dann spricht wir uns aus deiner Üt, unter den. Nu hebben we dit dingen mal bezien. Du wirst sagen, Jesus als Herr. Und du fängst dann an zu sein, in so einer falschen Predigt, das wir manchmal gehört haben. Und das muss wir einfach mit einfach wirklich klar mit Namen sein, was da für passiert. Da wird gepredigt, dass Jesus will all so Jahren in den Herzen ankommen. Lothar doch. Excuse me. Wo ist Jesus geblieben? Wo ist denn seine Herrschaft geblieben? Stärker als Jesus nicht? I mean, eine größere Macht auf das Herr über Himmel und Erde, kann ich über alle kann ich eine größere Macht haben nicht, dass den Erdglüten, den er kann auf sein, dass er wo nennen kann oder nicht. Und du nennst den ein Herr, das ist kein Herr. Der Herr, der kommt du, wo er will. Der darf nicht eine deine Freiheit verraten. Das ist nicht abhängig von, dass du am Freiheit gibst. Das ist der erste Sinn, was der Mensch hat tut, Adam und Eva. Das Verlangen zu haben, zu sein als Gott. Und wenn es möglich wie was Gott von Thron stürzen, dass sie sich durch selbst können boven durchsagen. Der Sinn, der herrscht noch von der ersten Tag. Menschen sind hängen rund noch, dass sie die Macht haben. Paulus sagt, wenn du Jesus als Herr bekennst,
Nicht nur bis aus Herr bekannt. Und glaubst, dass Gott am von dort abgeweicht hat, wirst du seilig. Und hier steht hier in der Vers, wer von Horten glaubt, er sagt, hey, halt du nicht in den einen Vers ab, wer das von Horten glaubt, wer das wirklich klar hat, wird gereicht. Und wer mit den Mühl bekannt, das meint so, ich sie nicht blöd damit, ich sie du Beruf mit, ich stamm damit an, ich stobe um mein Tod, für das an. Das wie Gott wird den hat von dort abgeweicht. Ich habe ihn nicht von dort abgeweicht. Und ich will mal checken, was von schwachen Herr viele sogenannte Christen von der und dann Matten haben. Hier ist nun ein König, und der macht traurig beten für die der Stunde und puttern, dort an seine Landesbürger am schließlich nach Monello. Weißt du was? Nur was von König mir dort sieht? Das sieht mir einen großen Pracher. Ein Pracher, aber groß, von der noch wer so gnädig essen, den er lädt. Das ist kein Herr. Das ist nicht sovereign. Und wenn Sie wollen, wir im Dal merken. Ich rede von wem Dal merken, dort wird ein Dal von der Armenianer ersiedelt sein. Dann sage ich bloß, dass die haben Jesus nicht im Hort gekriegt. Dann sage ich bloß, die haben nicht die Idee abgemerkt. Dann sage ich bloß, Jesus kielte der ab. Wenn der früh mich nicht eine Freiheit. Dann hat all die Menschen ihre Kraft, die hat dann ab Neul abgehangen. Die haben nichts können gehen tun und haben nichts können mithalten. Dann stammt man nicht auch. Das hängt nicht davon, wo soll er sich anstrengt, oder wo soll er der sich selbst quält. Sich davon abhängig. Das ist davon abhängig, wo Gott sich erbarmt hat. Er sagt, ich bin nodig, wenn ich will, und ich verhört, wenn ich will. Du hast keine Macht über. Nehmt das so das. Und wenn ihr wollt, humanistische Menschen euren, dann bleibt bis ab Wahrheit stehen. Das ist was das. Paul geht nicht länger selbst. Wenn Paulus sagt, ist das, wenn der Schrift sagt, willst wie immer und am Gläuf, wird nicht verschont worden. Du hast kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, willst derselbe Herr als Herr über alle, recht genug alle dort zu geben, nur was sie beten. Willst wie immer den Herrn aus seinen Namen anruft, wird seilig worden. Wie immer. Und das kriegt gerührt, worum die biblische Wahrheit oder die biblische Lehre ist, also so belehren worden. Da wird der Futz gesagt, okay, so wenn es uns nennen sie dann mal Calvinist, würde wir dann sagen. Und dann sagen sie, man wird uns nicht selbst als Calvinist nennen, weil ich auch klar merken im Verrückt. Aber anyway. Dann sagen sie, der Calvinist, der hat so eine falsche Lehre, dort, wenn die Menschen Gott ankämpfen, und die beten prachen, aber wenn Gott den nicht gewählt hat, dann kann der nicht mehr. Die Bibel lehrt uns das gleich. Was die Bibel lehrt, dass du erst keiner wieder ankämpft. Die glauben vielleicht, dass du erstmal wer unter Gott gesagt hast, weil er wird Paulus machen, wird wie man Römer 3 in der Bibel nehmen. Dann erst entweder Paulus hat gelernt, oder gelehrt. Wenn Paulus sagt in Römer 3, du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat, wer er am Segen hat. So, je supposen vielleicht, dass du erst wer der Kampf an in der Segen Gott, aber Gott lässt sich bis nicht fängen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt uns, du erst keiner, wer unter Gott Segen hat. Wann du wer dat, Gott lässt sich fängen. Wann wer dat? Wenn er sagt, willst wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, was soll ich werden? Wer immer. Das ist keiner ausgeladen. Wer sind das? Wer ist dort, wer immer? Wer sind dort? Wer immer? All die, wenn die einmal wollen, Jesus von Horten unterrufen, die wollen ja Rat sein. Die wollen selig werden. Das ist eine Versprechung und der wird Gott holen.
Du bist keiner uitgeloten, du wirst keiner eingeschmiert worden von Gott. Aber lass mich Ihnen diesen zwei sagen. Wann die bei den Punkt kommen, die roten von Horten an, die wollen diese Radung haben, die wollen seilig werden, dann kann ich Ihnen ein Ding versichern. Das wird euch gehen mit Ihnen. Ihnen ist was passiert. Du hast eine höhere Kraft bei Ihnen an der Arbeit gewesen, als was die selbst kann. Und das ist diese Kraft, was wir in der Bibel sehen, das ist die Kraft, was Jesus von Tod abwirkt. Das ist die Kraft, was Jesus bei Gott der rechte Hand durchsagt, hoch über alle machen, was die kann genannt werden. Die Kraft. Als bei Ihnen an der Arbeit gewesen, wann die bei den Punkt kommen, dass die anrufen, die wollen seilig werden. Wenn's anders. Wenn die Kraft nicht erst beginnt an der Arbeit gewesen, wenn der Heilige Jesus nicht erst beginnt an der Arbeit gewesen, dann kann ein Mensch kommen durch, dass die diesen Zweig anfangen zu prachen, in Jesus anrufen. Und das womöglich sich nicht mehr wird fallen, dass Jesus überhaupt nicht kann. Kann sein den Unterschied zwischen diesen Hauptmann. Der Hauptmann, der wird sich dort nicht würdig fühlen, dass Jesus überhaupt und sie da kämpft. Falsche Christen, die pochen von der ersten Tag, ich habe Jesus unter meinen Tag, ich habe den Nähe gekriegt, ich habe mal, ich reite hier nicht im Fiesta aus. Sei ihr mal bei den Punkt gekommen, wo ihr das nicht würdig fühlen, dass Jesus überhaupt bei ihnen ankämpft. Das ist eine deine Frau. Wer wirklich Rat ist, der fällt sich dort nicht wird. Wenn's der Einzige, wer kann wirklich gerat worden, dass an da, was das sein Ehe sein kann, wer sie wirklich wird. Der Ersach gekriegt haben, wo sie so deep in sind, ich mal, bis dass ich das sein kann, dass ich dort wie in Sinn, da muss ich auch Leben gekriegt haben, da muss ich auch wenigstens so viel Leben haben, das Lazarus. Als der Schütten Graf Rüttheim, dann können sie dann anchecken und sagen, oh mein, wo habe ich das gelegt? Dann können sie den Körper besäuen, was mit der so sie dann fliehen, der Tote Körper anzuholen. Den Körper wie einrollt mit was immer die dann haben, mit der Wassersorten Zeug oder was immer. Dann können sie sagen, like, oh my goodness, ich sie einrollt in Todes Zeug. Aber das kann nicht mehr sein, man hat dem Leben kommen. Das ist, was da passiert mit diesem Hauptmann. Der kann sich sein, dass dort, all das, was er hat, all diese Autorität, was er hat, wir nicht. Und vergleicht zu Jesus seine Autorität. Und da wir so weit, unser nicht, dass er nicht mal würdig wird, dass Jesus wird bei ihm unter seinen Tag kommen. Er wird nicht herrlich genug. Und das ist krank. Das ist krank, was wir müssen verstehen. Dass der Mensch kann nicht sich einfach einig werden, ich will nicht bloß mal glauben, ich will Jesus als mein Herr haben. Kann je, wenn je in einem so armen Land von der ersten Tag wohnt, wo das so schwer ist, und wo je actually du fast sind, und je kann ich nur nicht mal rühren, du hast ein so reiches Land, warum muss das stets von der ersten Tag als Beispiel nehmen? Wie viele Menschen wollen hier stets ihr Land haben, ihr Land haben? Wer rannt alle diesen American Dream heran? Regt dort tau. Bos wollen in American Dream leben, ich will nicht stets, regt dort tau, dass ich dann nicht stets kann. Wo kann ich da hin? Wann mir der Erlaubnis ihr gegift ist, da hinzukommen. Wann die dir nicht abgehen für mich. Und das ist gerade das, was viele Menschen nicht wollen verstehen von dir. Das ist nicht in jener Macht, wenn Paulus sagt, sag nicht, wer will abfahren in den Himmel? Das ist von in jener Macht, als Jesus darauf zu holen.
Sag nicht, wer was drauf war, nicht meint es, wenn die Jesus von Tod abwarten, aber wenn die, hielt mal ab mit den zwei Glauben, das war nicht von ihnen abhängig ist. Dass wir nicht diesen Hauptmann seine Entscheidung, dass er diese in der Tür will haben. Du wir Gott sein Werk, was an denen passiert. Das gab schier viel zu lesen von der in all den Kapitels, was ich hier abgetegnet. Wir würden das nicht durchkommen. Die Menschen, die das auch alle hören, die Menschen, die das Evangelium hören, die das auch von Gott seine großen Worte hören, regt das tau, dann sollen die das auch alle glauben, nicht? Einmal wird Gott beschuldigt und sagen, okay, das ist nicht fair. Wo würden die Menschen sollen verloren gehen, die wird dort und sie noch nie nicht haben das Evangelium gehört, wenn Gott das nicht schuldig ist. No, der hat das gehört. Der hat das gehört. Wenn sie sagen, hier in der 18. Vers sagt Paulus, ich frage aber, da haben dort Sachen noch niemals gehört, haben sie? Sachen haben sie. Sterben als die ganze Erde gegangen und wird es so weit aus der Welt reich. Ich frage aber, Israel hat über Sachen nicht gewusst, deuten sie? Moses sehr all. Ich will in Jünd ein Aufgangs wagen, durch die nicht mein Volk sind, dort nicht mein Volk ist. In Jünd zum euer Rätseln, durch ein Volk, dort von nichts weit. In Jesaja wird sich zu sagen, ich werde von der Gefangenen, die nicht nur mich sagten, ich werde mit Sonne bekannt, die nicht nur mich frühen. Hier hat Jesaja all Krieg von da. Das hat man, wie euch da, was Jesus sagt. Jesus sagt sich den. Aber von Israel sagt er, ich hol meine hin, den Tag ausgestreckt, nur ein wahrer spanisches Volk, das nicht horchen will. Was sagt Paulus hiermit? Paulus sagt hiermit, die Heiden, die wollten nicht nur Gott sagen, die haben Gott gefangen. Warum fangen sie den? Wenn es Gott sagt, end. Nou, die sollen Gott sehen, wenn es männlich wird. Von da sagt er, Gott weiß ich da. Und das Volk Israel wird zu sein, dort ist gleich so, dass die Menschen Gott sehen. Sie sind dann bis nach Wara spanstig. Der hat alle Bete verklärt. Die haben gleich nur Gott gesagt. Wenn Jesaja sagt, ich werde gefangen von denen, die nicht mehr sagten. So, dass wir nicht der Herren, was Gott sagen. Das sei wieder ganz klar. Die Juden, wenn du noch wer Horden Gelegenheit gehabt und Gott zu segnen, von da sagt Gott bloß, aber von Israel sagt er, ich hol meine hin den Tag er in uitgestreckt, nur im wahrer spanisches Volk, das nicht horchen will. Juden und Herren, alle beide sagen nicht nur Gott. Das ist hier in Römer 3 sagt. Vers 9. Was sagen wir nicht? Sagen wir Juden bitte auf? Nee, ab keinen Weg. Weil wir haben dort auch klar bewiesen, dass beide Juden und Griechen Sünder sind. So es geschrieben steht. Du hast keiner, der gereicht ist und nicht einer. Du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat, der am Segen hat. Nu hat er alle beide Hüb genommen. Schmeckt ihn Salz nicht an. Aber hier wir eine Ursache durchhängen. Hier wir eine Ursache durchhängen, woran das es dort wird. Dass das Hauptmann nicht Jesus sagt, dass sich dort nicht wird fallen, dass Jesus wird in sein Tag kommen, du wir eine Ursache durchhängen. In Krieg sogar, dass wir dort sein um Barabbas, wir du Heie sagt von Gott, dass wir dort sein können, was Gott, der dort du buchstäblich im Bett wiesen von Bütenhand, was er deut, er beschuldigt den Ausschuldigen und Leute den Schuldigen friguen. Das meint du, das sagst du, da bist du so klar, dass die andere sind, Barabbas, seine sind ab Jesus. Jesus, wie sind die Barabbas?
Aber so dat hat man so viel andere Dinge buchstäblich bewiesen, da was der Schrift vorher sieht, das passiert nicht. Das hat man, wenn ich sage, was nicht Jesus sagt. Jesus sagt sich den. In Gott sein Yes, wie stark genug, um in diesen Hauptmann schaffen, in den er offenbaren. Und die Juden aufgänzlich merken, kriegt es Gott das all vorher geplant hat. Wenn er sagt, in Römer 11, das wie ein Geheimnis, was von der ersten Tag fair und schwer zu verstehen ist. In Römer 11, Vers 24, dort der Ursache, warum die Juden verhört werden, wie auch in Gott sein Plan. Wenn ich sage, es ist das, Brüder, ich will nicht, dass die das Geheimnis nicht weiten, dass die nicht noch stolz werden. So hier redet er nu, so wenn er nu zu uns redet, wenn wir von den Nicht-Juden sind und wir sind zum Glauben gekommen, nu pass ab, dass die nicht wollen mit ihnen Salz pochen. Stolz werden, das einfach mit sich Salz pochen. Gerade reden von Dingen, was wir uns würden vielleicht aussprechen, was wir getan haben, die ihr Tod zu tragen. Und das, wo wir hier so von geredet haben. Menschen, die sich pochen mit, dass sie was ihre Erfahrung getan haben. Die sind stolz. Und das kriegt, was Paulus sagt. Dort nicht, dass die nicht noch stolz werden. Lass mich den Vers noch einmal lesen. Brüder, ich will nicht, dass die das Geheimnis nicht weiten, dass die nicht noch stolz werden. Israel ist zum Teil mit Blindheit geschlagen, aber muss so lange, bis die Felder in volles Soul ist hingegangen. Aber die Felder in volles Soul hingegangen sind. Und dann wird ganz Israel selig werden, so es geschrieben steht. Von Zion wird die kommen, die anraten wird. Der wird Jakob seine Gottlosigkeit und sie schaffen. In dit is mijn testament met aan, wanneer ik met ihre zinnen abriemen war. Von Evangelium uit gezeinen zijn sie fein am Jündholven, aber von der wohl uitgezeinen zijn sie beläuft am ihre Führers erholven. Weils, wat Gott gegift en beroepen heeft, geht nicht treten nehmen. Das passiert alle für die Ursache. Die Felder, die Gott sich geraubt hat, was Gott sich bestimmt hat, die wurden gerat. Und Jesus will sich zu den Juden zu sagen, guck mal, so ein Glauben ist das, habe ich nicht mal ein Kind gefangen. Warum sagt er sonst dort? Am Ende, zu Däumchen, am Ende zu wissen, hey, dort mal abhören, mit Kind pochen, dort die Dollar Gott euch hören, aus dieser. Dieser hier nicht Dollar Gott ohne Ski. Da haben stärkere Glauben als Ski. Warum das dort? Jeder so, als die Gott zu einer Zeit angehorsam werden, und nu aber sind begenodigte geworden, weil Israel angehorsam ist, jeder so sind, sei nu, hier redet nicht von den Juden, sei, das ist die Juden, jeder so sind, sei nu angehorsam, dass sei durch die Genode, der Jünd bewiesen wird, auch können begenodigt werden. So, die Juden, wie das einzige Volk auf der Welt, das Volk Israel, würde man sagen, Entschuldigung. Dort, wann du wer können Gott sein Volk genannt worden, dort wären die. Und wer du würden könnt, wann es möglich was wird von den Menschen, wann du wer heute könnt gerecht sein, dort wären die. Aber sie beweisen das klar, dass wir gesehen haben. Das sei, das bitterliche Gesetz, was auf dem Stein geschrieben wird, das halb er nicht. Wenn sie nicht im Sturm wären, du noch zu leben, wenn sie heute noch kommen nicht. Und danach stellen sie immer dort zu haben, dass wenn sie dort können gerecht werden, und sie müssen das erwarten, sie müssen das sein, dass wir waren nicht durch Gesetzesworten gerecht. Wir waren durch Glauben gerecht, und der Glauben, der kennt, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist, was Gott in uns schaffen hat, so, dass wir nicht noch stolz waren, dass wir glauben, wir haben unseren Glauben abgemastert. Wenn so das, was viele in ihrer Ehrlichkeit von der ersten Tag verbreiten dann. Sie sagen, dass sie haben Glauben gehabt. Und da kann ich das proben, dass die nicht haben. Die haben euch Glauben gehabt. Den Glauben, was die haben, wenn die einen wahren Glauben haben,
den hat Gott in ihnen gewirkt. So dass die nicht stolz waren mit ihnen selbst. Und nicht auf einmal glauben, dass die ihnen diesen Glauben abgemacht hat. Die haben nicht. Und wenn die glauben, die haben erstens glauben, und ans Gott ihnen gnädig war, dann haben die das Jutz überrascht. Gott ist ihnen gnädig gewesen, der hat ihnen Glauben geschenkt. Das, woran die Glauben haben. Und das ist Charakter, das Gott geplant hat. Die Rot so sind, sei nie angehorsam, dass sei durch die Genade, der Jünd bewiesen wird, auch können begnadigt werden. Was er hier sagt, weiß ich Gott, der Jüden mit Charakter passieren, was Jüden passiert ist. Die sahen nicht nur Gott. Das wird Jesaja all sieht. Er wird gefangen von dem, was nicht nur am sahen. Die sahen nicht nur Gott, die werden unverständlich, das heißt in der Pfizer sagt, die werden tot in Jüden sehen. In Römer 5 redet von, wir werden haltlos. Die werden Gott seine Feind. Nicht stellt mal alle top. Und die haltlose, dodjene sind, die sollen sich nicht erst glauben abmastern, und Gott sieht nach, was Gott in gnädig sind? I guess not. Nee. Gott, in seine Gnade, hat ich das von Ewigkeit her, so ist das gewählt, das, wo ich das will. Ich will dir wissen, dass ich das sehe. Hij ist das. Wenn ich sage, wenn wir glauben, wir haben Glauben gehabt, woran hat Gott uns dann erst aus Unglauben stampeln? Ich habe mal was gesagt in der 32. Vers. Gott hat alle aus Unglauben gestampelt, dass er allemal Mitleid beweisen kann. Was er hier sagt, ist, keiner von ihnen hat Glauben gehabt, wenn es Gott stampelt, nicht aus Unglauben. Das ist so, dass die Glauben haben. Er stampelt ihn alle aus Unglauben, so dass er kein Mitleid haben mit ihnen. Und er gibt ihnen den Glauben als Geschenk. Und dann bleiben wir wirklich von Horten. Das ist der Beweis, dass wir gewählt sind von Gott, dass er Mitleid gehabt hat. Wenn wir kicken drei nach uns vergangenen Leben, wir werden haltlos, wir werden tot in der Sinn, wir werden Gott seine Feinde, ans euer hat das Evangelium gepredigt wird. Und in dem Zustand, glaube ich, genug Glauben gehabt haben, dass wir uns Gott wählten, ab keinen Weg. Nee. In dem Zustand, als wir noch haltlos wären, starb Christus von uns Gottlose erreichte Zeit. Like, wenn wir noch was abzuwiesen haben, das Römer 4, Vers 7 sagt. Like, wenn wir noch, wenn das nicht gute Menschen gewesen wären. Like, dann würde es noch wenigstens sein gemerkt haben. Dat, ja, okay, dann betont sich das für die sterben. Aber, sagt Paulus, aber Christus starb für uns, dass wir noch Sünder wären. Es hat Gott alle Dienst was getan, dass keiner pochen kann, keiner groß reden kann, das Epheser 2 sagt, so dass sie nichts zu pochen haben. Nichts zu pochen. In Paulus, der Schrift von das alles, dass das alle in Gott seine Kontrolle ist. Er wählt, Römer 8, er wählt sich, wem er heiraten will. Er hat von Ewigkeit her all gewählt. Und nun ist im Lebensbuch geschrieben, er hat die Welt in Grund lehrt. Das hat er all vorig, er hat die Welt in Grund lehrt. Und dann hat er alles gekriegt, was er alle vorher geplant hat. Und in Römer 9, du redest davon, das hängt nicht davon ab, wo sein Mensch sich anstrengt. Das ist auch nicht, dass Gott schlag ist. Gott hat dir doch nicht eingereicht, hätte. Nee, auf keinen Weg. Und ich sage, ich bin genug, wem ich will, und ich verhat, wem will. Was meint es Gott als Herr? Heute hat das heute will, und heute hat das heute vergütet. Wer bist du, oh Mensch, dass die Gott jeden anredet? Wer bist du, dass die dort, was Gott sich überteilt, aber freistellen ist? Das ist in Gott seine Macht. Und dass die Juden verhorden hat, und die Juden aufgänzlich merken das mit das, hat Prof aufgänzlich zu merken, dass der Schrift sagt, aber dort aufgänzlich der halt noch nicht genug, da wir bis nach euch genug, dass sie Jesus bis nach Chrétien deuten. Du musst was geraten, aus aufgänzlich passieren. Du musst daher hart geändert werden, in was wir auch sein, die Versprechungen, was die Juden haben. Wenn der Herr ihre Sohle ist, wenn der ist verfallen, wenn der Gott jeder ein, mit dem er in sein Lebensbuch geschrieben hat, wir jeden ein Wort geraten haben, dann war das ganze Haus Israel selig worden, das ist, was Paulus das sagt. Aber dann kam Paulus bei einem Punkt, like, mir ist das Salz nicht deutlich. Mir ist das Salz nicht deutlich. Er kann Salz nicht mehr sein, noch bewundern.
wo Gott das alle hat. Wenn's, wir machen ein Ding uitloten, was bei uns Logik ist. Weil was uns aus Reich sieht, ist womöglich was anderes, als was bei Gott Reich ist. Wenn es von Gott davon abhängig wird, dass wir einmal sollen Freiheit geben, und das würden viele Menschen gleich machen, als es dort wird, dass Gott die kämpft eine Freiheit Frauen, oder dass Gott die kämpft Frauen, was lässt du von? Warum muss das tun? Gott hat nicht. Das ist nicht benötigt, um die Weisheit, oder um dass die am Rut gibst, oder dass die am Freiheit gibst. Das ist nicht benötigt. Das ist nicht benötigt, um dass die am Freiheit gibst, in die Horten anzukommen. Der fragt die nicht eine Freiheit, wenn es heißt Herr. Es wird. Er hat mit die gekriegt, was er will. Das wird mir so sagen, Freiheit. Wenn Gott mit mir dort getan hat, was ich will haben, was Gott soll mit mir tun, will ich nervös geraten. Dann wird ich haben Gott sein Fien. Und so Paulus, der sieht das alle. Er verhört die Juden, er benötigt die Nicht-Juden, der wird nervös nach Gott gesagt haben, der wird aufgehört, dass es falsch wird. Der wird nie nicht würden sagen, dass Gott sein Volk hier. Der rat Gott, um die Juden aufgehört zu merken. Und hat die Gerechtigkeit gegeben, die nicht keine Gerechtigkeit sagte. Und merkt sich, die Königs und Priesters. Und dann macht Paulus in Römer 11, Vers 33 einfach anfangen auszurufen. Das kann ich nicht verstehen. Wenn ich sage, es das, oh, verrick es doch ans Gott und beides Weisheit in Erkenntnis. Wo allmählich ist es doch Gott seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Wenn du was hast, die soll das sein merken in diesem kleinen Denker, das, was wir hier gelesen haben, dort kämpft dort ein Mensch zum Glauben kämpft. Und die, was du glaubst, der soll nicht zum Glauben kommen, der ist zum Glauben gekommen. Und du, was du also sagst, die hast ab der sind Gott gesagt, dieses, das merkt die nicht sein, weil das darf die euch sein merken. Und Gott ist nicht abhängig von dort, was die sein merken. Das ist nicht abhängig. Even Paulus raubt uit, das ist allmählich das zu begreifen. Tut mir den Vers noch einmal lesen. Overrick es doch ans Gott und beides Weisheit und Erkenntnis. Wo allmählich ist das doch seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Weil wer hat gewiss, was Gott in sein hat, oder wer wie sein Rutgeber? Oder wer hat am erst was gegeben, dass dort nicht getut worden? Alles, was du hast, kommt von Arm und ist durch Arm und ist für Arm. Er soll in alle Ewigkeit durch die Luft und geirrt werden. Amen. Ich habe nie Trouble haben, mit wo Gott schaffen hat. Ich habe Trouble mit Gott. Wenn je bloß dort glauben kann, was den Verstand begreifen kann, dann sei ich nicht anders als der Jehova zeigen. Der merkt doch nicht sein, dass Gott 3 Personen kann sein. Der merkt doch nicht sein. Sondern kann sie das doch nicht glauben. Wenn wir bloß wollen dort glauben, was uns kleiner Verstand sein merkt, dann habe ich keinen Glauben. Aber wenn wir auf einmal Verwunderung utrauben und sagen, das Paulus hier sagt, wo allmählich ist das zu verstehen? Wo weit höher ist das, wo ich reden kann? Das, was Gott tut, das, wo er hat alle Schöpfung gemerkt, und dass er von Ewigkeit her hat allen im Lebensbuch geschrieben, was er raten wird, alle seine Kinder, und alles, was er tut, und wem er sich wählt, und wo er alles will, und wo er alles zu eng wird, und kann ich auch nicht begreifen. Aber weißt du was? Gott ist auch nicht abhängig davon, was ich begreifen kann. Das ist nicht abhängig davon. Und das ist auch nicht abhängig von den Rut, was die Antworten geben kann. Es ist nicht benötigt. Ans Gott denkt ja. Er ist selbst Herr. Und er hat alles, was er dort will. In den Tag, was er sich mit beten, zu denken, so es wieder will, dann ist er nicht mehr Herr, dann ist er wie ein Port von seiner Herrschaft. Wir sind ein Part von seiner Herrschaft, aber in dem, dass wir es glauben sind, nicht, dass wir Herr sind.
So, zum Schluss. Wem erst dann schließlich zu vertrauen? Entschuldigung, ich habe uns tags von der meist nicht mal eingetauscht. Und vielleicht wollte ich mir mal einen Denken halten, den noch einmal ganz zu predigen. Aber anyway. Was ich will merken von das ist, dass Jesus sich umdreht und sagt, so ein Glauben hat nicht mal in Israel gefangen. Bestätigt dort, was der Prophet noch vorher gesagt hat. Bestätigt dort, was Paulus hier in Römer 10 und 11 sagt. Die Juden waren man abhören mit Pochen, mit Jünsalz. Und dass die glauben, die sind alle gottesfürchtige Menschen. Die sind krank als der andere. Die sind bis noch schuld, ja. Wenn sie all so viel mehr erwarten, wenn Gott all so viel mehr gewesen hat, wenn du wer hat, sollten Gott kommen, die sind da. Aber nicht mal jeder. Und dann kam hier einer, was überhaupt nicht mal von Gott gelehrt hat, was überhaupt nicht mal von Moses in gesagt, weit womöglich, weil ich nicht sagen, es ja oder nicht, aber womöglich nicht. Und da haben ihn gerade den Glauben es gegeben. Was will uns das sagen? Das hängt nicht davon ab, wo Gott euch das gesagt kann, dass ich gerade den Glauben habe. Das hängt nicht davon ab, wo academically ich gelehrt bin, dass ich gerade den Glauben habe. Das hängt davon ab, wo gnädig Gott mir gewasst ist. Und du siehst dankbar für. Und dann hat nie von das kein Grund zu reden, als von Gott, der den Glauben in uns wirkt. Und auch wieder wirken wird. Und das der Schreiber an der Hebräer sagt, Hebräer 12, Vers 2, weil wir Jesus, der den Glauben in uns angefangen hat, weil wir den im Auge haben, weil wir Jesus einmal im Auge haben, der den Glauben in uns angefangen hat, und auch wieder fertig merken wird. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Sicherheit in der Erfahrung, was wir haben. Wenn es heute der Erfahrung in uns wirkt, wenn es heute den Glauben in uns gewirkt hat. Das, wo wir abgehen können. Das, wo wir die Erfahrung nicht verlieren können. Wenn es heute hält. Wenn es wir sind nicht imstande zu halten. Das ist den Christ sein Trost. Gott sei Dank, dass er mich hält. Gott sei Dank, dass er mich geraten hat. Erstens, ich würde mich selbst nicht geraten haben und ich würde mich auch nicht selbst geraten haben. Und der Christ kann mit der ruhig schlafen gehen. Wenn es Gott souverän ist, wenn es Herr ist, wenn es alles in seine Macht hat, und den es an der Seite hingeklappt. Und da sagt ich dort, ich will jemand am Ende Stand aufhalten. Halleluja. Das ist, woran wir können so frei und frei sein. Frei und mutig sein. Nicht mit dort, was wir in Stand sind zu tun, aber mit dort, was da in uns wirken wird. Amen. Wir beschließen. Lass ihr recht davor, wir kommen für die, und ich frage die um Vergebung. Dort einer so flach, den Wort mal weit zu verbreiten. Dort einer mal so abend dort anschieren kann. Dort einer so knapp, du wird vermerken dat. Diese Deut sind die Wahrheit, was wir für uns leiden haben. Wenn wir das selber mit unserer fleischlichen Zunge aussprechen, dann kommt eine Karte. Und wir auch even was er davon denken soll. Wegen das ist zu groß für uns. Das ist so hoch ever, was einer begreifen kann. Aber Herr, du, was alle Macht hat, du hast danach die Kontrolle über uns alle. Du bist dort, der wir uns das können, deeper im Hort schreiben, dass uns das mehr sein anfangen zu merken. Du bist sovereign. Und das woran wir nicht kommen. Und wir fragen Krieg an dort. Dort dien Jesus uns noch mehr und mehr offenbaren von dem Wort. Dass wir immer deeper machen anchecken können, wer du bist. Aber nicht in den Zweig, dass die so tun, die kann, die wenigstens die euer sich ein bisschen haben, da über die. Nee. Moch wir die kann lernen in Leib, in denen, dass wir sein, wo Gott die bist. Dass die kein Fehler merkst. Dass die Herr bist über alles und dass die Leib bist und dass die nicht zu beschuldigen ist. Mochst du uns bewahren dafür. Dass wir nicht schlecht denken von dir. Und nicht grunzen über so die Dinge des. Moch wir in Gehorsam sein und das hier
gegen laat sag. Nu haben sie die Ohren, die Salz gesehen. Und nu zit hij, wo schuldig hij is. Wo gleichgültig hij gered heeft. En mocht die ons ook toe brengen, dat we in eer en in oors, in buusheid, dat toestaan, wo zwak, wo arg we zijn, wo niks op ons te vertrouwen is, mocht we dat aanzien kan, dat boos op die alleen is te vertrouwen. En mocht dat onze Gottesvolk zijn. Nicht eine selbst abgemerkte Gottesvolk. Nicht eine Gottesvolk, wo wir mit uns selbst pochen tun. Aber mocht wir eine Ersach kriegen, wer du wirklich bist. Und in das Ton nehmen. In Jesus' Namen beten wir das. Amen.